Die Damen und Herren, mein Name ist Thomas König und ich bin Philosoph zu am Lycée an diesem Video proposieren ich, dass wir zusammen üben, und zwar Preuve konditionnel. Schon ein Video gemacht zu der Preuve simple und ein Video zu der Reduktion absurde. Das heißt, das ist die dritte Form von Preuve, die ihr Premier im Programm ist. Das heißt, wenn ihr Regeln an muss kennt, wenn ihr ein bisschen ein Gefühl habt, wie die basischen Exerzice gehen, und ihr wollt ein bisschen üben, ein bisschen mehr kompliziert Examensexerzice, da seid ihr auf der richtigen Platz. Was ist ein Preuve konditionnel? Bei einer Preuve konditionnel ist am Anfang so, das ist eine normale Preuve, just das, was dabei kommt, ist an ihrer Konklusion oder eine Implikation. Was dann macht, ist, ihr holt eine Kondition, das heißt, dass das, was 400 Implikation steht, und die holt die als weiter Prämisse raus. Das heißt, drittens schreiben wir als Kondition raus, A oder B. Da schreiben wir drunter, dass das eine Hypothese Preuve konditionnel ist, und dann, das wir mal sichern, ist den C. Das heißt, eigentlich sind wir hier, ja, das ist keine richtige Reduktion absurd, das ist keine richtige Preuve simple. Das, was wir eben machen, ist, wir sichern dank einer weiteren Prämisse, die wir als Skin haben, den zweiten Teil von unserer Konklusion. Weil das natürlich so, hier am Examen vom Juni 2016 hatten sie schon eine Konklusion, die richtige Form hat. In ihrem Buch an der Erklärung hat auch 2-3 Exerzice, wo sie nach muss umwandeln, Konklusion. Aber a priori ist es immer das erste Prinzip. Aber ja, wenn der Lo guckt, die hat A implique C, die hat B implique C und die hat A U B. Vom Prinzip hier funktioniert das heute genau dasselbe wie all normal Preuve simple auch. Das heißt, ja, wenn ihr einfach da tun, wenn ihr könnt. Das heißt, ich proposiere, dass wir einfach mal direkt loslegen, und wie gesagt, wir probieren den C zu finden. Das können wir machen, weil wir wissen, dass ein Exerzice valid ist, der Raisonnement hier. Und dafür wissen wir, dass wann alles valid ist, wann meine Prämisse stimmen, weil das stimmt auch meine Konklusion. An dem Moment, wann meine Konklusion stimmt, dann ist es so, dass wann ich A oder B habe, hypothetisch, A oder B, bei dem Moment stimmt auch mein C. Also nein, hier. Da ist alles richtig, also 1 und 2 ist richtig, das ging. Das Resultat ist auch gehen, und dafür, dass das gehen ist, kann ich davon ausgehen, dass wann das heute stimmt, ne? Das stimmt, das tut dann. Dafür sehe ich mal schön brav Nummer C. Bon, lo gucken wir mal hier. Hier ist eine Implikation, hier ist eine Implikation, hier ist eine Disjunktion. Was wäre mehr blöd wie für überall mit dem Gesetz von der Implikation daraus überall Disjunktionen zu machen? Das wäre extrem dämlich, und trotzdem ist das etwas, viel Leute machen. Das bringt absolut gut nichts. Dafür ist dann froh. Für was schreiben ich das hier hin? Mal ganz einfach, statt Obzahl 3 anwenden, und da kriege ich hier nicht A impliziert B. Dann kann ich nämlich gucken, hier Syllogisme Hypothetik zu machen. Wenn ihr guckt an ihrer Zeile 2, da hat er de B als Kondition, und an der Zeile 4 hat er de B als Resultat. Das heißt, fünftens kann ich ein Syllogisme Hypothetik machen von den Zeile 4 und 2, nicht A impliziert C. Also sich nicht kompliziert. Nicht A impliziert B, B impliziert C, also nicht A impliziert C. Was stelle ich fest, wenn ich das gemacht habe, habe ich nicht A impliziert C, habe ich A impliziert C, das heißt wahrscheinlich als C richtig. Das ist froh, wie kriege ich das bewiesen? Aber ganz einfach, indem sich eng von beiden Zeilen umdrehen. Sechstens, für eine Zeile soll man umdrehen. Da, komm, wollen wir Zeile Nummer 5. Kontraposition von der Zeile Nummer 5, und da kriege ich den heute Buchstaben, die kennt 4 hin, geht nähert, und den heute Buchstaben, die kennt hin, die geht auch nähert. Das heißt, mein C geht nähert, den A, no A, den beide verschwinden Negation, und dann die Implikation, die bleibt, dann habe ich C nie implique A. Auf was stelle ich fest? A als Resultat, A als Kondition, das hat man schon, das ist ein Syllogisme Hypothetik. Das heißt, siebentens kann ich da so ein nicht C impliziert C, Syllogisme Hypothetik von den Zeile 6 und 1. Und da sind wir dem Resultat schon einen ganzen Schritt minus. Wenn man nämlich nur guckt, hey, nicht C impliziert C, stelle ich mal vor, die hat den Buchstaben C. Dann hat er den Buchstaben C an C ist das, was man sichern. Stelle ich mir vor, die hat nicht C. Hey, das ist ja die Situation. Wenn er nicht C hat, dann kriegt er C.
Wann der C hut, dann forcément hu der C, also so oder so hu der C, also wissen wir schon, dass ein Exerzice abgeht. Das ist froh, wie komme ich drum? Und da gibt es etwas, das nennt sich so ich nenne das ein Rezept. Wann der eng Sache hut, die ihre Konträr impliziert, was er da macht, achtens als, und das macht er immer, sobald er eng Sache die ihre Konträr impliziert, die macht eng Implikation von der Zahl für drin und dann mal eng Tautologie von der Zahl, die da rauskriegen, ist von Nummer 8. Komm, wir gucken mal, wann ich die Implikation machen hei von der Zahl 7. Was passiert? Den Operateur geht geändert an eng Disjunktion. Den höchsten Term geschieht nicht und den ersten Term den nicht C, die genähert, das ist eine Doppelnegation, also kriege ich C. Meine höchste C und du höchste C und dazwischen das ist eine Disjunktion C oder C. Das ist dasselbe wie C par Tautologie an schon. C, was tun ich Gesicht? C, wann sind ich fertig? Mehr kompliziert waren nicht. Da den ich, was du bleibt, als wie bei der Reduktion absurd, ich gehe da hin und ich schreibe meine Konklusion auf, in diesem Fall dann A oder B zwischen Klammern impliziert C. Da tun ich bewiesen dank enger Prüf konditionell, also muss ich aufpassen, lo habe ich angefangen und sind da fertig gehen und da hier das werde ich muss machen als die sieht mein ganz Prüf aus von der Zeile 3 bis 10 gegangen dafür auch 3 bis 9. Wenn nicht eng Reduktion absurd gewicht wäre, dann hätte ich 3,9 gehabt, mir habe ich eng PC dafür meine ich von bis, also 3 bis 9. Aber bon, wenn ihr guckt, Juni 2016, ja, den Examen war von der Logik hier nicht die schwersten. Dafür sieht er vielleicht ein bisschen unerfordert, dafür proposieren ich, dass wir einfach mal andere Examen holen, die bis mir lang zurückleihen. Wie zum Beispiel die von September 2007. Aber was gesehen habe, sind Zahlen schon ein bisschen mehr impressionant. Bon, dann, ja, Modus operandi ist genau dasselbe immer. Drittens, eng weiter Prämisse, an diesem Fall muss ich den ganzen Crochet aufschreiben, dann ist es noch vielleicht ein bisschen übersichtlich, wie das Datei vom Computer gezwafft wird. Naja, dann habe ich an nicht D zwischen Klammern oder an C. Das ist dann meine Hypothese Preuve konditionnell. So, wenn ich mein Exerzice mal angucke, da laufe ich nicht wirklich ganz weit damit, weil das nicht wirklich übersichtlich ist. Das Einzige, was mir auffällt, und das heißt, wie ich nicht C oder D, wenn ich eine Implikation machen, dann hätte ich C implique D. Boah, bringt das mal etwas, keine Ahnung, an der ewigsten Zeile habe ich C équivaut à D, das ist C implique D an D implique C. Mehr alles zusammen an einer größeren Zeile, weiß ich nicht genau, wie ich drauf komme. Ein bisschen mir kompliziert. Auf jeden Fall ist sicher den F. Den F, den fand ich ganz, ganz hinten da. Ne? Das jetzt da wahrscheinlich nur einem Modus Ponens. Das heißt, an andere wieder muss ich mich irgendwo anders anlegen, um da drunter zu kommen. Ich muss irgendwo C équivaut à D kriegen, da kann ich einen Modus Ponens machen und dann vielleicht kriege ich das. Das heißt, ich muss noch ein bisschen überlegen, wie ich drauf komme. Bon, dann proposiere ich, dass wir mal drauf gehen. Wenn du guckt, oder nicht D oder an C, das ist nicht ganz offensichtlich, aber du kennst den eventuell und du musst die Regeln eben beherrschen und dafür wissen, es gibt so etwas wie eine Distributivität. Ich probiere die mal Distributivität. Angewandt op Zeil 3 wann der geregelt bei Hand tut wenn sich roden, dass das offiziell Blatt war der ausgedeelt kriegt auch bei der Prüfung und beim Examen, dass die allerecht Distributivität vorne von jetzt nur links. Das heißt, das was hier steht an der Zeil 3, das ist P an Q oder P an R und das werde ich dann rauskriegen, das was da links steht am Blatt. Das ist P an Q oder R an. Was stelle ich fest? Konjunktion, da kann ich wahrscheinlich simplifizieren. Das ist schon immerhin das. Da legen wir mal los. Also der P ist E an und dann zwischen Klammern Q oder R. Das geht nicht D oder C. So, dann hätte ich so schwarz machen. Voilà, habe ich schwarz gemacht. Und dann guckt, da sind wir das auch schon ein ganzes Strapmino. Also 5. Also 6. Ich meine, das müsst ihr mittlerweile
offensichtlich sehen, dass wir hier simplifizieren. Und zwar Zahl 4. Mir guckt mal hier Zahl 6. Wenn du von einer Implikation macht, kriegt er D implique C. Und Zahl 2, C implique D. Und was das da tut, dann das ist C implique D an D implique C. Dank dem Gesetz von der Äquivalenz. Und was stelle ich fest? Hier habe ich zwar nicht durchstehen, ich muss das machen, C implique D. Habe ich D implique C, aber wenn ich das tue, dann kann ich eine Konjunktion benutzen und dann sind ich einen ganzen Schritt weiter. Das heißt, 7. Dann wandle ich einfach meine Zahl 6 um, das ist dann eine Implikation von der Zahl 6 an 8. Meine ich das selbst mit der Zahl 2. C implique D. Das ist dann eine Implikation voilà, von der Zahl 2 an dann 9. Wir schon C4 äquivaut à D. Dafür machen wir das genau dasselbe. Das heißt 9. Dafür 9. meine ich dann C implique D an D implique C. Das ist dann eine Konjunktion gewandt auf Zeilen 7 und 8. Ja, von der Start hun, dann muss ich jetzt noch das Gesetz von der Äquivalenz anwenden auf Zeilen 9, also auf Zeile 9. Dann habe ich C équivaut à D. Jackpot, weil, wenn du guckt, C équivaut à D. Maar ja, was C équivaut à D stimmt, dann habe ich E implique F. In der Zahl 10 steht, dass C équivaut à D stimmt. Also habe ich E implique F und das ist ein Modus Ponens von der Zahl 1 an der Zahl 10. So, und hier steht, wenn den E stimmt, dann stimmt den F. An der Zahl 5 steht, dass den E stimmt. Dafür kann ich dann an 12 Zahl schreiben, dass den F stimmt. Also Modus Ponens von den Zeilen 11 und 5. Und was stelle ich fest? Ich schon den F gesicht. Ich schon den F fand. Ja, da sind ich fertig. Das heißt, was ich lo machen, ist schreiben. Ja, lo muss da leider leiden, dass nicht irgendwie intellektuell ganz auffordernd finden zu machen, aber die muss die ganze Konklusion aufschreiben. Das heißt, Crochet ab, Klammer ab, E an D, Klammer zu, oder Klammer ab, E an nicht C, Klammer zu, Crochet zu, impliziert F, als ein Prüf konditionell von, da muss man noch abschreiben. Dafür gehen wir mal einfach. So, scrollen wir mal ein bisschen raus. So, also hier ist die Hypothese PC. Dafür haben wir ein Pfeil, der um die Heitenzahl geht. Und dann der Strich ganz so lang, der Strich halt drinnen. Und dann habe ich das Zahl 3, wo ich angefangen habe. Das ist hier PC von 3 bis 12. Und ich bin fertig. Voilà, wenn ihr das so guckt, war nicht unbedingt ganz schwer, das heute am Anfang als ein bisschen lang für das rauszuschreiben, aber wenn der Hai eher Regeln kennt, dann direkt Distributivität erkennen, zack, machen, zack, simplifizieren. Dann ging ich erst so, dass für den heute Move zu machen, für den heute D implique C, C implique D und dann Konjunktion zu gesehen, das ist ja nicht direkt offensichtlich, wenn er nicht genug geübt hat. Mir wenn er Regeln kennt, die muss auch gucken, ja, eine Äquivalenz, bei der Äquivalenz habe ich just zwei Möglichkeiten. Na, ich habe am Anfang schon alles, was ich sprach, das heißt, die müsst quasi von ihr einfach drauf kommen, dass ich kann, dank der Konjunktion C équivaut à D bauen. Aber wenn ich das tun, braucht der Modus Ponens, die muss er einfach erkennen, dann den nächsten Modus Ponens, die muss er auch einfach erkennen. Voilà, und dann erinnert ihr euch, Strich machen, Konklusion eigentlich aufschreiben, PC von bis, und dann sind wir fertig. Dafür, wenn ihr Statute noch nicht durchgegangen ist, dann den letzten Exerzice für das Video, wenn ihr guckt, die hat 3 Prämissen und eine Konklusion. Und die sind in der dritten Zahl aus den P rotiert und der Q rotiert. Lass uns froh, für was sind die rotiert? Das ist einfach, weil das Programm, mit dem ich arbeite,
ja, den erkennt irgendwie in diesem Fall die Double Negationen nicht und dafür habe ich dann manuell dahin gesagt, wie das auch schon erkennt, dass sie da sind. Bon, wenn du Konklusion guckt, die erinnert dich, die hat eine Prüf konditionell zu machen, hier ist eine Implikation, hier ist den R an, schon hier S an, nicht T impliziert U, mit Crochet, mit Klammern. Du kannst das ja machen, wie am Buch an dem engen Exerzice, dass ich hier eine Kontraposition mache und dann habe ich das doniert und das schreibe ich daraus als riesen weiter Prämisse und dann komme ich damit wirklich nicht ganz weit. Verstehe ich mal für die Giftdaten machen, die Gift hier effektiv eine Kontraposition machen, dann hat S an nicht T impliziert U, voilà. Das ganz nähert als Hypothese rausgeholt. Das den was ihr könnt machen aus in dem Morgan, dann hat nicht S oder nicht T impliziert C nähert und dann hängt er damit, läuft er nicht weit. Und das Schlimmste, was von der Dat macht, da kriegt ihr auch die Diana-Zahlen nicht geklärt. Das heißt, die erinnern dich an der Prüfung an, am Examen hoffentlich darunter, dass die Möglichkeit besteht, Mengen aus dem engen Exerzice am Buch, als man aber so direkt nach kein über den Weg gelaufen, wohin das hat müssen machen, das heißt die Kontraposition hier an der Konklusion machen. Das heißt nicht, dass es nicht geht, ich noch nicht alle Exerzice gemacht, den geht, aber das Risiko ist klein. Bon, par contre, wenn wir mal einfach den R rausholen, ohne lang zu evaluieren, dann sind Sachen relativ klar, den R als Hypothese PC. Was gesehen ist im Moment, wir haben nicht R implique non P, U, non Q, das ganz nähert. Aber was könnt ihr bei raus? Schreiben wir das mal ein bisschen groß. Nicht P oder nicht Q, das ganz nähert, dank einem Modus Ponens von den Zahlen 4 an 3. So, da haben wir schon a priori Schritt mehr gemacht, wie ich für drin gemacht hat. Wenn da guckt, ich habe natürlich so gemacht, um die lang zu evaluieren, weil für was nicht. Aber wenn da guckt, die heutigen Zahl kann die Sache machen, kann ihn zum Beispiel dem noch wegen Distributivität machen, gesehen ich nicht direkt falsch machen kann. Und die heutigen zwei Zahlen habe ich also nicht geholt. Ich clever will gehen, wenn ich meine Zahl 5 gucken, gesehen ich, da habe ich die Jonction die das für die Negation wäscht zu kriegen. Da gibt es Gesetz, das von de Morgan, von Stadt Uwen auf Zahl 5, den ersten Term, den nicht P getniert, den höllischen Term getniert, das ganz getniert, die verschwindet. Und ich kriege eine Konjunktion. Und die erinnert dich, Konjunktion, das verlangt nur eine Simplifikation. Das heißt Simplifikation von der Zahl 6. 7. kriege ich also de P. Und 8. kriege ich de Q. Voilà. Gut. Und wenn du guckt, habe ich schon ganz viel gewonnen. Hier steht, dass der P stimmt. Und hier steht, wenn der P stimmt, dann habe ich T oder U. Hier steht, dass wenn der Q stimmt, dann kriege ich S. Aber hier habe ich de Q. Das heißt, was ich machen, also ich die Fehler von vier drin, nämlich neben den zu schreiben am Platz in der Nähe, das geht ja noch ein blöd für den Strich zu machen, aber bon, swat. Am Leben muss ich nicht immer gescheit sein. Schluss noch ein bisschen Sputtei. Ninktens guckt, wann da Konklusion guckt S an, nicht T impliziert U. T oder U aus der Zahl wie dank enger Implikation, nicht T impliziert U. Da ist das Hi. Und was für eine Hi? Q implique S. Naja, wenn ich die zwei Sachen hat, da kann ich ohne Problem Menge Klammer machen. Mal eine Konjunktion. Lass uns froh, wie kriege ich die Sachen hier. Dann gucken wir mal. Die hat hier Q. Und hier steht Q impliziert S. Das ist ein Modus Ponens von den Zahlen 2 und 8. Und da kriege ich S. Also das ist nämlich ganz übersichtlich. Hier. Voilà, lohne ich den S hier. Und den habe ich schon hier. Da brauche ich noch just das heute. An die erinnere dich, hier an der Zahl 7 steht, dass der P stimmt. Hier an der Zahl 10 kann ich dann auch einen Modus Ponens machen von 7 an 1. Und da kriege ich T oder U. Und dann 11. kann ich da eine Applikation draus machen von der Zahl 10. Und da kriege ich T nie implique U. Was ja erstaunlicherweise ein non T implique U, ist das was heißt.
wat gesinnech lo hunne Schei S stoen hunnech T Applik no T pardon Applik U. Bei dem Moment machen ich dann an meiner Zeil 12 S an, Klammer op, net T impliziert U, Klammer zu. Da ist eine Konjunktion, U gewandt op Zeilen 9 an 11. Aber das stand nicht fest. Schon S an Not T Applik U Gesicht, schon S an Not T Applik U Fond an, ist sie fertig. Der Tisch den Exerzice einfach wirklich nicht kompliziert. War einfach just froh am Anfang, wie eng 8 holen, also wie drehen ich meine Konklusion, ich am Anfang können wir raus, mir das war dann der Tisch 13. was du macht, als die schreibt die ganz Konklusion auf, S an net T impliziert U, Klammer zu, Crochet zu, PC von bis aha, lorem froh, wo bis wo, naja, dann hei. Viertens, dann mache ich eine Striche hei, und da sind ich bei der Zahl 12 gekommen. Das heißt PC von 4 bis 12, und da sind ich fertig. So, ich meine, das war dann auch von meiner Seite mir 3 Exercice gemacht. Wenn ihr eine Frage habt so zum Video oder Kommentaren oder Feedback wollt gehen, dann schickt mein E-Mail at podcast@lc.lu und da sind ich 25 Merci für Ihre Zeit und ich hoffe natürlich, ich habe es gebraucht. Bis dann.